zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Heute wollen wir miteinander etwas Kleines basteln und zwar einfach aus einem A4-Papier. Ich kann euch das schnell zeigen, was ich meine. Und zwar, ich weiß nicht, wie man denen sagt, ich sage denen einfach mal Klapptäschchen, weil ich kann hier nämlich aufklappen und kann dann da irgendetwas reinstecken. Also ein Täschchen und da ist einfach so zum Zuklappen. Genau, da innen hat es vielleicht einen freien Schreibplatz oder man könnte theoretisch hier auch noch Täschchen machen oder was weiß ich, man kann ja immer alles machen. Und das zweite ist auch da, genau. Das zweite ist so ein Klapptäschchen gegen oben und da möchte ich gerne machen, dass man so hinten etwas reinstecken kann. Das hier ist jetzt einfach nur so reingeklebt, dass man da etwas schreiben kann oder etwas reinkleben, etwas verstecken drunter. Ja, genau, aber wir machen daraus ein Täschchen. Gut, das wär's. Wir machen das natürlich da in unser wunderbares Journal, das wir miteinander gemacht haben. Und für das brauche ich nur ein A4-Papier. Ich habe hier ein Avocado gefärbt. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht. Es ist einfach so ein bisschen rosalich. Ich tue das mal ungefähr dritteln. Hacke hier einfach ab. Und dann habe ich nämlich schon meine 2 Papierchen, die ich brauche. Das Spezielle an diesem Video wird sein, ich habe praktisch nichts vorbereitet. Es ist eine kleine Hauruck-Aktion, die Bastlerei. Und ich werde die ganze Zeit davor rennen und irgendetwas holen, das ich wieder vergessen habe, parat zu machen. Aber von dem merkt ihr ja dann nichts, weil ich schneide das ja dann sicher raus. So, also, genau, jetzt werden wir das hier ungefähr etwa so groß. Ich mache hier mal einen Knick, dass ich weiss, dass ich hier abschneiden muss. Für das grosse Flip-Dingsbums. So. Genau. Ich wollte nämlich eigentlich mit den Hunden spazieren. Und jetzt schifft es aber so fest, dass ich wahrscheinlich beide Hunde tragen müsste. Und das ist ja auch nicht unbedingt Sinn und Zweck vom Hundespaziergang. Darum habe ich gedacht, ja noch, dann warten wir halt noch ein bisschen. So, habe ich das richtig mehr ausgerechnet? Genau. Also, dann wird das so ein bisschen drüber ausgefaltet, habe ich gesagt. So, muss ich nochmal nachschauen. Das ist gut? Ja, das ist gut. Immer Double Check, gell? Bei mir. So. Genau. So wäre das und so wird es nachher reingeklebt. Das heisst, ich brauche hier einen Ausschnitt. Und jetzt habe ich eben keinen so einen grossen Stanzi. Darum machen wir das einfach so. So, ist das genug gross? Ich schaue, wo etwa die Mitte ist. Da. Ich stelle das da drauf. Etwa in die Mitte. Zeichne das nachher, wenn ich einen Schreiber finde. Einmal so. So. Oh, und dann schneide ich doch mir das einfach aus. Ist das jetzt ein bisschen tief? Ist egal. Wenn ich eine Schere habe. Ah, da ist ein bisschen gross. Ja, noch. Schön ausschneiden. Können die schön ausschneiden? Ich kann manchmal schön ausschneiden, wenn ich mir fest Mühe gebe. Aber oftmals denke ich mir so, komm, schnell abschneiden da. Da. Gut.
Also, einmal so, dann inken wir doch hier noch schnell ein bisschen rundherum. Ich glaube, ich nehme einfach mal das Walnut Stain, weil es gerade da ist und ich nicht noch lange suchen mag. Etwas anderes, mit was hätte man noch können? Vintage Foto wäre jetzt gerade so mein erster Dings gewesen. Das gibt jetzt so eine harte Kante. Also ja, mein Gott. Ich muss ja mit dem auch nicht so viel dran machen. Da. Oder irgendein Rosa, wäre natürlich auch schön gewesen. Oder ein Moosgrün. Finde ich, passt auch immer extrem gut zum Rosa. So. Ich muss schauen, jetzt hört es dann nämlich gerade aufschiffen, wenn ich da schön am Basteln bin und kaum bin ich fertig und wäre wieder parat, fängt es nämlich wieder an. Kennen ihr das? Das ist euch auch schon passiert. Ich habe irgendwie das Gefühl, mir passiert das dauernd. Ja. Gut. Die Kante noch. Auch nur ein bisschen. Heute habe ich also Lust auf nur ein bisschen Inken. Da. Aber das geht ja schnell da. Das Gefühl ist schon wieder so trocken, mein Stempelküsschen. Das ist gut möglich. Habe ich jetzt die richtige Kante? Nein, jetzt habe ich genau... Nein, doch mal. Eben. Verwirrung. So, genau. Und da muss ich nicht. Bravo, gut gemacht. Next. Das Teilchen, haben wir jetzt gesagt, klappen wir so runter. Da haben wir jetzt ein bisschen verkrügelt. Vielleicht könnten wir das so machen. So, ich glaube, ich mache das so. Ich glaube, das hier, dann sieht man es nicht so fest, dass das hier verkrügelt ist. Und das nehme ich so runter. So. Dann kommt hier ein Knopf drauf oder ein Cluster oder irgendetwas. Finden wir dann schon. Finden wir noch etwas? Ui, jetzt hat, glaube ich, gerade meine Lampe geflackert. Was ist denn los? So. Einmal so rum. Und dann könnte man sich ja schon mal Gedanken machen, was man denn hier möchte gerne noch. Mit was dass man das möchte verschönern. Das Teil. Vielleicht mit ein bisschen Schablonen oder mit so einem schönen Standteilrahmen. Irgendwas. Fotos habe ich jetzt gerade gar nicht parat. So. Okay. Das wäre Nummer 2. Ja, nein, so habe ich gesagt. Komm, wir schauen mal, wo es reinkommt. Irgendwie muss ich da schon ein Plätzchen haben für das. Habe ich das Gefühl. Doppelseite möchte ich mir irgendwie noch frei lassen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss mir dann mal etwas super Gutes ausdenken, für eine Doppelseite zu gestalten. Darum habe ich jetzt da wirklich noch eine in dieser Signatur und in der anderen auch noch eine freigelassen.
So, aber die zwei rosarot, das passen jetzt irgendwie nicht so gut zusammen, habe ich das Gefühl. Da sowieso nicht. Da passt schon wieder ein bisschen besser. Da, ich habe das Gefühl, das könnte man hier machen. So, in die Richtung oder in die Richtung? Was ist besser? Also da kann man ein bisschen etwas besser ein bisschen reinstecken. Und dann macht es auch nichts, wenn es ein bisschen übersteht noch. Ich glaube, ich tue das so rein. Der kommt so rein und die zweite Signatur. Da. Passt das da? Ja, ich weiß nicht. Oder zuvorderst. Schau jetzt. Nein, da wollte ich mir auch noch sparen. Für ein anderes Projekt, das dann gleich mal kommen wird. Da habe ich mir nämlich auch etwas ganz Tolles ausgedacht. Aber schau jetzt das Hinterste vielleicht. Ich glaube, ich tue das Hinterste her. Ja. Mal, ich glaube, das ist glaube ich, gut. So, meine Lampe flackert wirklich. Ich hoffe, es geht noch nicht jetzt während dem Basteln den Geist auf. Und ich hoffe, es stört nicht allzu fest. So, also komm, jetzt werden wir doch hier noch eine kleine Verschönerung machen. Ja, wie? Mit was? Wir könnten hier mal reinschauen. Ich habe hier ein bisschen frisch ausgestanzt. Frisch. Oh, Hummer. So etwas habe ich aber jetzt noch gar nicht drin. Oh, hey. Wo geht's? Hey, wenn man das natürlich hier noch drauf tut, dann hat man gerade einen Tag noch. So und so. Oh, hey, das gefällt mir jetzt gerade mega. Mit dem hätte ich jetzt gerade nicht gerechnet. Das passt hure gut drauf, finde ich. Also komm, einfach gerade machen. Nicht lange schnurren, nicht lange überlegen, was man sonst noch könnte. Wenn man doch etwas gerade findet, das einem passt, gerade machen. Ich glaube aber, ich fräse hier einmal schnell noch durch. Einfach nur den Rand mit ein bisschen braun. Um das so ein bisschen wie fertig zu machen. Oder ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, die Standsteile, die brauchen noch ein bisschen etwas. Selbst wenn das jetzt so ein Wahnsinnsmüsterchen drauf hat. Oder halt auch einfach hier der weiße Rand, was es vom Schneiden gibt. Ich kann natürlich jetzt nicht in jedes einzelne Ding hineingehen, aber so ist, glaube ich, gut. So, ich glaube, ich nehme da einfach den stinknormalen Bastelleim. So hole ich. Und dann kommt das so dran. So. Prima. Voilà. Hey, das ist ja extrem hübsch. Braucht denn das überhaupt noch mehr? Ja, ich glaube fast. Hey, ich glaube, da könnte man noch etwas mit der Schablone machen. Ich gehe es schnell holen. Kleinen Moment. Da, irgend so einen Halbkreis. Oh ja, schau jetzt. Oh, ja. Genau, das ist doch jetzt meine Vision, die ich vorhin hatte. Können wir da gerade so, oder? So. Ja, und mit was? Was haben wir da für Farben? So ein Rosa oder ein Grün, irgendetwas. Oder so ein Violettlich. Moment mal. Ist das ein bisschen zu crazy? Kann man es lesen? Das ist sicher viel zu knallig. Dann muss ich nachher noch mit irgendetwas drüber noch, um das ein bisschen auflösen.
Röstchen putzen. Dann mal da ein bisschen testen. Ja, wenn man es ganz fein macht. Das ist vielleicht schon ein bisschen zu grob. Ah, ich weiss doch auch nicht. Probieren. Einfach probieren. Und ganz, ganz fein anfangen. Ganz fein. So. Mal, durch dass das Papier rosa ist das schon ein bisschen nicht so ein knalliges Türkisblau. So, jetzt nehme ich aber auch die Blätter auch noch ein bisschen mit. Aber nur ganz wenig. Ganz wenig. Aber die gefallen mir jetzt irgendwie gerade noch so. So. Das ist ja schön geworden. Das ist genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wow. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Und dann braucht es jetzt da innen auch noch etwas. Da innen. Irgendwie würde mir ein Rahmen noch irgendwie noch recht gut gefallen. Aber wie? Wie könnte man da einen Rahmen machen? Oder ich klebe einfach etwas drauf. Ich klebe einfach ein Papier drauf. Ich weiß nicht. Oder Linie. Ah, ich habe etwas gefunden. Und zwar habe ich hier Ecken gefunden. So wunderprächtige Eckenstempel. So, da gibt doch das einen wunderschönen Rahmen. Und zwar, ich glaube, ich nehme auch gerade das. Türkis. So. Oh. Oh. Jetzt muss ich halt schnell schauen, ob das irgendwie so nass wird. Ich muss da, glaube ich, eine Probe stempeln. Ja, schau jetzt. Irgendwie ist der Witz nass, oder keine Ahnung, wieso denn? Wieso geht es manchmal und manchmal nicht? Mit diesen Inks, aber manchmal geht es. Zum Beispiel schwarz, oder? Schwarz geht nämlich gut. Ja, zwar. Ja, mal, auch schon ein bisschen besser. He? Sieht ein bisschen besser aus, aber weißt du was denn? Ich glaube. Oh, oder vielleicht das. Oxide. Schnell testen. Ah. Warum? Aber grau. Ist grau okay? Ja, ich glaube, ich nehme es grau. Aber jetzt muss ich hier gleich noch schnell ein bisschen Probe stempeln. Noch ein bisschen. Liegt denn das jetzt am Stempel oder was? Das ist mega schräg, schau mal. Wieso nimmt das denn jetzt nicht richtig an, die Farbe? Das ist mega nicht schön. So, das ist bis jetzt irgendwie das Schönste. Ich glaube, ich mache es so. Gut, also das ist Oxide schwarz. So.
Einmal. Oh ja. Jetzt ist es hübsch. Jetzt ist es gut. So. Zweimal. Gut. Machen wir alle 4 Ecken. Ja, ja. Das mag es, glaube ich, schon verleiden. Obwohl es ist nicht ganz... ist egal. Es ist ja nicht regelmäßig. Wie soll ich sagen? Eine Seite ist ja länger, oder? Aber das ist gleich. Das sieht gut aus. Und es gibt doch genau meinen Rahmen, den ich mir vorgestellt habe. So. Voilà! Ja, jetzt durchgedrückt. Nein, Gott sei Dank. Zum Glück kommt das noch in den Sinn, so am Schluss, das zu kontrollieren. Da, so meine ich, natürlich. Ja, genau. Hä? Wunderbar. Und da finde ich, braucht es nicht einmal etwas. Und dann können wir das so reinkleben. Oh, das sieht aber wirklich schön aus. Mal schauen, dass wir es hier auch... muss hier recht weit hindern, dass das dann wirklich hier auch Platz hat und nicht vorne rauslampet. Ja, ist gut, alles klar. Wird das reingelimt. Ich nehme hier meinen abgefüllten Bastelkleber. So. Schön weit hinten rein. Voilà. Ja. Es ist schwierig, hier alles anzudrücken, finde ich. Ich glaube, nehmen wir schnell das. Nein, das nützt hier auch nicht viel. So müssen wir es fast machen. Nein, ich glaube, das hebt ja, glaube ich, sowieso schon. He? Prima, dann haben wir hier unser Täschchen, wo man dann auch etwas recht Grosses reinstecken kann. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt hier zu dem Teil. Und hier, ich werde hier für irgendwie ein Cluster oder so. Die hier kann ich wieder besorgen. Dann hole ich doch mal schnell die Cluster. So. Da, was finden wir da Schönes? Irgendetwas, das da gut drauf passt. Sowas. Oder ein Blümchen. Nein, allzu fett wollte ich nicht. Die Kügel da sind auch ein bisschen fett. Das wäre doch noch etwas Hübsches. Ein bisschen Bling Bling. Oder so ein bisschen schlichter. Die beiden. Oh, da ist noch etwas mit Spitzen. Das ist, glaube ich, eines von denen, die wir miteinander gemacht haben. Und da wäre noch ein kleines. Ja, das geht jetzt so fast ein bisschen unter, aber das könnte man noch inken. Das ist ein bisschen zu mickrig und das gefällt mir nicht. Ich bin, glaube ich, bei dem. Das wäre auch noch hübsch. Halt, das ist so. Nein. Nein, ich nehme hier die Spitze, aber ich tue das gerade noch ein bisschen inken.
Sonst sieht man das gar nicht richtig. So, das dürfen wir jetzt das mal schon ein bisschen mehr, finde ich. So. Und da noch ein bisschen. Und da noch ein bisschen. Komm, komm. Das Rändchen auch noch gerade ein bisschen. So. An meinen Fingern hat es mehr wieder am Papier. Wie kommt das? So. Oh ja. Das ist doch sehr schön. Oh, das geht mir gut. Gut, Lim, wo bist du da? Oh. So. Da kommt da drauf. Und dann kommt das da rein. Und jetzt, wenn wir hier noch irgendetwas machen, weißt du, ich habe hier noch die herzigen Rämchen. Ich glaube, ich mache hier drunter noch so einen Rahmen. Verstecken wir doch. Das so wahrscheinlich eher. He? Das würde mir jetzt gerade noch so passen. So, dann machen wir auch im Black Suit. Tok. So. Stempeln wir doch das noch hier. Mitte. Oh, das ist alles andere als gerade. Ja, jetzt. So schlimm ist jetzt das auch wieder nicht. He? So, aber herzig sieht es aus. Prima. Kleben wir doch hier rein. So. Und zwar als Täschchen, wo man irgendetwas Längliches reinstecken kann. Ja, kannst du ja genau reinlängen, oder? Bravo. So. Prima. Da hat man jetzt auch noch die Ecken ein bisschen runden. Aber ich glaube, das ist schon okay so. Die da und die da. Aber nein, ich glaube. Also die könnte man ja noch, wenn man unbedingt will. Aber ich lasse jetzt das gerade. Ich finde es gerade ganz okay so. So. Hey, schon wieder hat sich unser Journal ein bisschen gefüllt. Mit 2 ganz wunderbaren, sehr schlichten, sehr einfachen und sehr schnellen Sachen. Und ja, dann suchen wir doch dann irgendwann mal noch etwas raus, wo man dort reinstecken kann. So, ich hoffe, es hat jetzt gerade ein bisschen aufgehört zu regnen und ich kann die armen 2 Viecher noch rausschleppen. Noch überzeugen. Mal schauen, drückt mir die Daumen und ihr könnt auch gerne einen Daumen hoch geben. Ihr dürft gerne abonnieren, wenn ihr
gerne wettet. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut, wenn wir zusammen etwas Schönes basteln. Tschüss!